Kolleginnen und Freunde, auch ich will euch begrüßen und merci so für Ihre Präsenz auf diesem für den Parteitag ganz wichtigen Nationalkongress. Mit diesem Kongress beweisen wir dem Land, dass die Partei, der heute noch genauso gesund am Munter durchsteht, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Wir beweisen dem Land, dass das Partei lebt, dass die Strukturen funktionieren und dass wir doch fertig tun, in kurzer Zeit der Partei an dem Land eine neue Feierung vorzugehen. Ich will heute den Leuten, die ich bereit erklärt habe, für die Partei neu zu überholen, dem José Jean, dem Lili, dem Michel, am Carlo Heim, merci so, dass sie mit an die Feierung der Kibra gekommen sind und mit all den anderen Leuten zusammen, die dann der Exekutiv an der Nationalkomitee von der Partei sind ich überzeugt, dass wir mit ihnen einen guten Handgriff gemacht haben, einen guten Schlag gemacht haben, für die Partei nach einer besseren Zukunft zu feiern und dass wir zusammen werden an den nächsten 14 Monaten als bleiben, bis die Wahlen dem Land weisen und dem Land doch muss weisen, dass die Partei nicht mehr lebt, mit dass sie gute Ideen hat, dass sie Visionen hat für das Land und dass sie ernst als wie die anderen Parteien und dass sie dürfen der Wert ist, für das Partei zu wählen. Die Situation an diesem Land ist so kritisch, wie sie noch nie für die Runde Fall war. Viele Leute fragen sich mit Recht, wo steuert das Land dahin? Wie ist die Zukunft von diesem Land? Zukunft von unseren Kindern, Zukunft von den kommenden Generationen. Noch nie haben wir so viele Leute am Land von denen so unsicher an die Zukunft geguckt haben, wie das am Blick der Fall ist. Die Hauptbasis von einem Staat sind Finanzen. Wir sind über Jahrzehnte am Geld hier am Land geschwommen. Und heute fragen Leute sich, wo ist das Geld hergekommen? Heute ist kein Euro mehr da. Da war die einzige Partei, die führende Chambers waren, die letzte Jahr ganz klar gesagt hat, dass keine Reserve mehr da wären und dass die Finanzsituation sich über die nächsten Jahre an eine Negativtendenz bewegen. Die CSV ist für die letzte Wahl nie gegangen und sie haben die Leute aus der Weiß gemäht, dank der Weitsicht an den Finanzgenien von Juncker auf Frieden hat Land Reserven so vom Apple für den Dusch geschwärzt, so haben die Leute sichere Weh versprochen und so haben die Leute führende Wahlen nach Kadoe gemäht, wissend, dass kein Geld mehr da war. Wir sind von den Wählern für euphorisch für 4 Jahre nicht belohnt gehen. Ich meine Haut, wie ist die Letzten am Land, dass da die einzige Partei war für die letzten Chamberwahlen, die euphorisch gesagt hat, an den Genisch. An diejenigen, die gesagt haben, für Reserven dort, für einen Apfel, für den Dusch dort, den die Leute sichere Weh versprochen, die haben den sichere Weh versprochen, riet Bach, allo. Wo sind die Reserven nur der Wahlen gewesen? Tippen als Eidel. Das ist kein Roten, kein Blauen, kein Ringen und auch kein schwarzen Euro mehr da. Nur die Wahlen sind es Steuererhebungen gehen, also Sozialaufbau gehen und trotzdem dass wir angespurt haben, über höherer Steuer- und Sozialaufbau, als den Defizit am Staatsbudget all die Jahre über 1 Milliarde bis 1,5 Milliarde gewährt. Staatsschuld klemmt so sehr wie keinem anderen Euroland. An einer einzigen Legislaturperiode ist die Schuld von 5 auf Bern bis zum Schluss für diese Legislaturperiode 30% vom PIB geklommen. Es muss noch wissen, dass der Staat kein Schuldsrecht bezieht. Der Staat bezieht just Zinsen. Und Kapital, das wird zurückbezahlt, wenn der Erfolgsdatum kommt. Und da sind das dieselben Leute, die so immer dürften, die zukünftigen Generationen nicht belasten. Wie kann ihnen die zukünftigen Generationen nicht mehr belasten, wie wenn ihr Haut Schuld möchte und bezahlt den sie nicht zurück und seht, die nächsten müssen sie zurückbezahlen. Die Schulden sind an der Regel, hier am Land auf 10 Jahre gemäht gehen,
dann huet der Staat 10 Joer Zinse bezahlt, an 10 Joer huet das Kapital missten an enger Keier zurückbezahlen. Das Jahr, als die Eichkeier, wo so ein Emprunt von 2 Milliarden den 13. Dezember das Jahr fällig geht, und die 2 Milliarden sind nicht da, dafür muss der Staat nie für die 1,5 Milliarden, den das Jahr muss lehnen gehen, für das Budget an den Equilibre zu bringen. Neben der Milliarde, den das Jahr muss lehnen gehen, für den Kader von der Bekämpfung der Eurokrise, muss auch nach das Jahr 2 Milliarden lehnen gehen, für den Emprunt, den den 13. Dezember fällig geht, für den dann zu refinanzieren über 10 Jahre. Wir kommen also das an die erste Situation, dass den Emprunt auflaufen, den man muss refinanzieren. Und letzte Woche, als schon von den 4,5 Milliarden von neuen Emprunt für das Jahr vorgesehen sind letzte Woche schon 750 Millionen abgegangen, und neuerdings nicht mehr auf 10 Jahre, mehr auf 15 Jahre. Das heißt also, wenn wir das Jahr 4,5 Milliarden lehnen gehen auf 15 Jahre, da sind die Leute, die am Jahr 2028 am Lützburger Land Leben schaffen und Steuern bezahlen, die müssen dann an einem Jahr schon 4,5 Milliarden Emprunt zurückbezahlen, weil der Staat selber kein Kapital zurückbezahlt, wir nehmen Zinsen. Aber wie kann ihn die zukünftigen Generationen mehr belasten, wie das auf der anderen Seite der Fall kann sein? 10 Jahre leihen Emprunt an der Regel, schauen das 15. Das Jahr bezahlen wir den nächsten Emprunt zurück, und vom Jahr 2015 geht all Jahr ein Emprunt fällig, dem ist strikt bezahlt gehen, dem muss dann refinanziert gehen. Ein weiterer Punkt, den also Staatsbudget scharf an das Equilibre bringt, das ist, dass wir all Jahr mehr Suchen ausgehen, wie wir rangehen. 2011 hatten wir ein Wachstum an den Depensen von 7%, aber bei der Recette ein Wachstum von 3%. Leifren kein von unseren Banden könnt du heim mit seinem Geld raus, wenn ein Allius mehr Geld ausgeht, wie geht. Aber wenn der Staat seine Depensen nicht an den Griff geht, dann gehen wir Riedführung an die Schuldenspirale ran. Aber wenn wir als Staatsfinanzen nicht an den Griff kriegen, dann verlieren wir als Land als finanziell und als politisch Souveränität. Dann dezidieren wir nicht mehr, was für eine Politik heute zu Lützeburg gemacht wird. Aber da geht es für meine Vierlerin Lilly gesagt, dass wir Eurokraten zu Brüssel, die dann als diktieren, was wir müssen heute zu Lützeburg dezidieren, für die Finanzen an den Equilibre zu bringen. Aber was sie dezidieren, das sehen wir an Portugal, das sehen wir an Griechenland, das sehen wir an Spanien, an all den Ländern, an Zypern, was Brüssel dezidiert, das also an allererster Stelle Sozialaufbau, den an denen Länder gemäht wird. Und dafür so, wir brauchen keine europäischen Technokraten, wir brauchen keine Direktiven, wir müssen als Land als Hausaufgabe machen. Wir müssen als Finanzen selber an Treib bringen. Weil wenn wir die Finanzen nicht an Treib bringen, dann wird die nächste Generation davon Konsequenzen zu drohen. Und am Blick machen wir eine Politik, die just wie sehr hört Chamberswahl für Chamberswahl, aber die nicht an der Vision, an wie sehr die nächstkommenden Generationen hört. Wir haben als ADR bei den Budgetdebatten 15 Propositionen gemäht, für die Staatsfinanzen und Kind an den Equilibre bringen. Ich kann die nicht haut opzielen, ich will aber just eng opzielen. Ich meine, 25 Jahre, Lilly hat gerade gesagt, wenn die Jungen für mehr wählen gehen, dann wir die Jungen fehlen, da wir ich nicht mehr an der Chambre, es schwätzt von, das schwätzt für die Juren, auch die Jurenfest Qualität zu wählen. Auf jeden Fall an den 25 Jahren, wo ich an der Chambre bin, wäre an jeden Fall das Vertreter von der Personaldelegation von der Steuerverwaltung bei Parteien gegangen ist und da gesagt hat, man geht als Leid, wir können schon Steuern antreiben. Und zwar nicht bei den physischen Personen, beim Salariat, nicht bei den kleinen mittelständischen Betrieben, aber bei den multinationalen Konzernen. Und du hast Steuerverwaltung und überhaupt keine Leute mehr, für die zu kontrollieren. Die haben uns gesagt, von auf 50 Jahren ein multinationaler Konzern zu Lützburg von der Steuerverwaltung Gift kontrolliert ging, dann hätte Pech gehabt. An der Regel ging die nicht mehr kontrolliert. Und du hast Geld
zu holen, was geschuldet ist aufgrund von unserer Steuergesetzgebung. Aber der Luc Friede gibt der Steuerverwaltung an der Jean-Claude Juncker gibt der Steuerverwaltung nicht das Personal, für die können kontrollieren zu gehen. Wir wollen just die Steuern, die sie freiwillig bezahlen, aber wir gehen nicht kontrollieren, ob sie all hier Steuern bezahlen. Aber ein Finanzminister, den als du für die Gesetze zu respektieren, auf sie zu applizieren. Aber wenn es Gesetze gibt, wo Mist kontrolliert gehen, wo Mist Steuern bezahlt gehen, dann ist an allererster Stelle Finanzminister seine Pflicht, für die Steuern anzugreifen. Aber wenn der Finanzminister Frieden an der Staatsminister Juncker dafür sorgen, dass die Steuerverwaltung nicht am Mähen ist, für die Steuern, die geschuldet sind, anzugreifen, dann machen sie sich zum Kompliz von der Steuer anerziehen. Die Damen und Herren, der Kilo, der wird nächstes Jahr kommen bei den Wahlen. Da könnt ihr sicher sein, wenn der Jean-Claude Juncker an Tour aus an das Land sitzt, dann kriegt das Land erklärt, sie müssten CSV wählen, weil CSV das für die einzige Partei, die das Land aus der Krise führen. Die Damen und Herren, CSV ist die einzige Partei, die das Land an die Krise geführt hat. Trotz guter Finanzsituation wird CSV das Land an die Krise geführt. CSV ist nicht die Lösung vom Problem. CSV ist das Problem, das wir hier am Land tun. Sie haben den Beweis erbracht, dass trotz voller Käsen, die über Jahrzehnte überall gelaufen sind, sie nicht am Stand waren, das Land an den kommenden Generationen eine sichere Zukunft zu garantieren. Ende vom Schlaraffenland, Ende vom CSV-Staat steht so eine unsichere Zukunft, wie man noch nie an diesem Land hatte. Das Ganze wird selbstverständlich haut immer mehr mit der europäischen Politik zu dienen. Immer mehr Decisionen gehen an Europa geholt und immer mehr Souveränitätsrechte gehen wir an Europa auf. Europa, wo dann Politiker hier am Land, wenn so etwas umgesetzt wird, ein Direktiv, da so, ja, wir wollten das nicht, mit Brüssel verlangt das von uns. Wir vergessen immer die Leute zu suchen, für das Brüssel das kann machen, wird Brüssel mal verdicht müssen, die Souveränitätsrechte überdrohen kriegen. Verdicht kriegt Brüssel Souveränitätsrechte überdrohen, Krisenkompetenzen, und dann klotzen die an, und dann regen sie schei, ob die Sondesreden ab. Und dafür so mir, es muss ihr wissen, wenn die Souveränitätsrechte aufgeht, Diskussion muss vierdruck kommen, Parlament, Volk muss vierdruck informiert gehen, und dafür so mir auch, für wichtig Souveränitätsrechte und Europa überdrohen gehen, dass sie mir der Meinung bei wichtigen Souveränitätsrechten, dass die müssen auch können, die Courage schon für ein Referendum zu machen, vorlegste Frauen sind wir bereit, die dort Souveränitätsrechte und Europa aufzutreten, aber ja, da muss man auch bereit sein, Konsequenzen davon zu drohen. Mir momentan wird keine gefragt, die gehen still, heimlich, gehen die Souveränitätsrechte permanent überdrohen an Konsequenzen. Wir werden letztes Jahr an der Chambre verschiedene Gesetze gestimmt. Und Lili hat den du genannt. Vom Rettungsschirm, wo wir uns engagiert und an nicht mehr Matze schwätzen, wo Europa kann dezidieren, dass der Lützburger Staat Mistkontributionen an Milliarden hechten und weiter bezahlen an Europa, wo man kein Vetorecht mehr hat, wo man einfach Aufforderung muss bezahlen, weil man einfach die Souveränitätsrechte aufgehen haben. Das ist wichtig, dass wir in Europa kriegen, kein europäischen Zentralstaat, mehr in Europa für die Nationen, wo die Souveränitätsrechte an den einzelnen Staaten bleiben. Kein Europa vom Brüsseler Diktat, mehr in Europa, was sich durch Demokratie und Transparenz auszeichnet. Kein Europa, was am Interesse von der Multiwirtschaft, mehr in Europa, was im Interesse von der Bürger und der mittelständischen Betriebe schafft. Kein Europa vom Sozialaufbau, mehr in Europa mit sozialen Mindestnormen. Das Europa, was wir an den letzten Jahrzehnten erlebt haben,
ass awer de Gegendeel vun dem Europa fir mir als et firstellen. As Sondesreden gëtt immer geschwert, wie dat Europa misst sinn. Och vum Jean-Claude Juncker, och vum Frieden, och vum Asselband a vun den alle Goer. Aber a Wirklichkeit schwätzen sei hin von einem sozialen Europa, von einem demokratischen Europa, war a Wirklichkeit hun sie selber aber iwwer Jahrzehnten genau de Gegendeel an Europa realisiert. Dat wat sie zielen, a wat zu Bresel machen, do laie Welten dazwischen, den Differenz, dat den Unterschied von dem, was sie mit. Krise an Europa, die as net Schuld vun de Bierger. Mir se gëtt auf dem Bockel vun de Bierger aufgedroht. Krise bedeit bis lo, an dat huet die Länder wie Griechenland, Portugal, Spanien und so weiter bewiesen, dass nimmen Sozialaufbau. Und da gëtt auch gesagt, mir hunn Griechenland retten, mir hunn dem griechische Volk gehen. Nee, mir hunn Griechenland net geholfen, aber mir noch net dem griechische Volk geholfen. Mir hunn die Deutsch an die französische Banken hummer gerettet, aber nicht Griechenland. Der griechische Staat hat haut mehr Schuld für führende Rettung. An griechisch Volk als Haut und der absolute Armutsgrenze rückkommen. Länder wie Portugal, Griechenland, Spanien, die noch bejuren Chômage von 50% so. Was für eine Perspektiven können eng Juren an denen Länder hun, wenn sie kein Erbicht mehr hun. Aber wenn ich dann der letzten Woche um CSV-Kongress, der macht Spauzheiere tun, Fraktionspräsident, der gesagt hat, die beste Medizin gegen den Chômage, das als Erbicht. Das hat man müsste gesagt gehen, die Damen und Herren. Hat doch gesagt, die beste Medizin gegen den Dusch, das ist etwas für zu trinken. Aber gegen den Hunger, das ist etwas für zu essen. Das ist das kleinste kann letzten Eck von der Welt, dass das Beste gegen den Chômage Erbicht ist. Wir müssen den Leuten Erbicht gehen. Und das ist die Herausforderung, die in Politik steht, sowohl als Lützeburg wie an Europa. Aber wenn das Misstrauen gegen Europa immer mehr groß geht, Leute hat immer mehr kritisch gesehen, dann ist es finst in den Demokratiedefiziten, wo die Bürger nicht mehr gesagt, wo hun ich überhaupt nicht Möglichkeit, wir können Matze dezidieren, für Abfluss zu holen, mit geht einfach nicht mehr über das Cap von den Bürgern, mehr über das Cap von den Ländern haut wäsch dezidiert. Wenn Leute just gesehen, dass es Sozialaufbau ist, wenn Leute Hoffnung an Zukunft, nicht nur die Hoffnung an Europa, aber auch die Hoffnung an ihre eigenen Staaten verlieren, da brauchen wir uns nicht zu wundern über so Wahlresultate, wie sie für ein paar Wochen an Italien zustande kommen. Sie wurden Leute einfach ein Komiker 25% von der Stimme gibt. Das ist der Beweis, dass die Leute kein Vertrauen mehr an die klassischen Parteien haben, dass sie kein Ausweg mehr sehen, dass eine Wahl gegen Europa gewirrscht. Und dafür wird umso mehr wichtig gewirrscht, dass wir die Chamberswahlen und die Europaparlamentswahlen von den Ehen getrennt hätten. Das hätten wir wirklich Gelegenheit gehabt. Aber wenn ich dann Göchte de Lucia Lux im Radio heieren. Denkt dat ja hier woch bedauern, dat man net die fertig bringen, dat man die Wale getrennt kriegten. Man sie hätten ze Kindten das trennen. Se hätten Chamberswahlen Kinden am Juni und der gerne 3 Wochen 4, dann hätte man eine getrennte Kampagne für das Europaparlament, dann hätte man Kinder mit den Bürgern über die europäische Politik diskutieren. Aber sie wollen nicht mit den Leuten über die europäische Politik diskutieren. Sie wollen nicht, dass die Leute sich Gedanken darüber machen. Und dürfen wollen sie auch nicht, dass die Wahlen getrennt gehen und dass die Europawahlen unter die nationalen Chamberswahlen einfach gehen und dann ist es fertig. Dafür haben wir als ADR immer verlangt, dass wir getrennte Wahlen haben und dass Europa dann an den Wahlkampagnen auch thematisiert wird. Daher ist auch die Sozialpartei. Wir wären von Anfang an sozial engagiert. Wir haben Rentegerechtigkeit durchgesagt. Aber wenn heute Pensionen am Privatsektor so sind, wie sie sind, dann ist das allein dieser Partei zu verdanken, die über Jahre dafür gekämpft hat. Und die dort politisch aktiv gehen aus, dass man nicht nur Rentegerechtigkeit kriegt, sondern dass für alle Pensionen am Privatsektor an den 10 Jahren, wo wir politisch aktiv waren, auch massiv erhöht zu gehen. Aber wenn man heute am Land, vis-à-vis von vielen anderen Ländern, keine Altersarmut haben,
dann ist das dieser Partei zu verdanken, weil wir dafür gesorgt haben, dass die Leute am Alter ordentlich Pensionen kriegen. Und dafür können wir auch nicht damit d'accord sein, dass die Regierung am Kader von ihrer Krisenbekämpfung die Pensionären ihre berechtigten Ajustement nicht mehr bezahlt haben. CSV und der LASAP und das Rentenajustement manipuliert und komplett gestraft. So ein Indexmanipulationen, Steuererhebungen. Gerade an der Sozialpolitik könnt ihr für die ADR eine wichtige Rolle so, vielleicht sogar die wichtigste Rolle. CSV und der LASAP machen einen permanenten Sozialaufbau. DP und die Grünen, zwei Oppositionsparteien, sind aus dieser Sicht die unsozialsten Parteien hier am Land. Wenn es der DP an die Grünen gibt, da gibt den Index direkt an den Ajustement als Dessert dabei matt auf geschafft gehen. Die Grünen, die gehen darüber aus nach Teilen. Sie wollen die Administrativprozeduren nach von Tag zu Tag nicht schwerer machen. Die Grünen wollen an keinen Umständen Steuererleichterungen, mit der vernünftigen Steuererhebungen kommen. Da geht man an die Gemeinde gucken, wo die Grünen an der Chefrate sind, wie massiv Steuern an Taxen an denen Gemengen an Blut klammen. Gering als nach der DP nicht zu summen, die Unsozialspartei, mir geringe doch nach Teier. Da muss es Leute wissen, wann sie Geld geben. Und dann auch den Xavier Bettel. CSV hat ihre Wahlprogrammkondition, das war Jean-Claude Juncker. DP und das Wahlprogramm, den ist Xavier Bettel. Mehr so die Leute, sie müssen aufpassen, nächstes Jahr bei den Chamberswahlen, das ist kein Schönheitswettbewerb. Da geht es um knallhart politische Ausrichtungen. Und muss ich wissen, dass Hannah eine schöne Cap auch klar politische Positionen sind, auf die sie auf der Schwätze. Und die sind an erster Stelle Sozialaufbau. Wenn Leute also Pensionären aus dem privaten und aus dem öffentlichen Sektor wirklich kein Ajustement mehr wollen, dann müssen sie DP an die Grünen wählen, die garantieren, dass sie kein Ajustement mehr kriegen. Wenn Salariat aus dem privaten und öffentlichen Sektor kein Index mehr will, dann müssen sie DP an die Grünen wählen, die sorgen dafür, dass der Index aufgeschafft wird. Auch wenn wir zwei Oppositionsparteien haben, die so unsozial sind, mischt das eine CSV-LASAP-Regierung ganz leicht Sozialaufbau zu machen, weil sie eine Aktion der Opposition tun, die sie überholen, wenn es heißt Sozialaufbau. Und dafür könnte diese Partei der ADR eine enorm wichtige Rolle zu. Wir sind die einzige Partei, die von Anfang an eine sozialpolitisch orientierte Partei sind. Wir sind die einzige Partei, die da nie umgefallen ist, die drei auf ihrer Linie sind. Denn José Jean als neuer Präsident hat doch klar, gesagt, dass wir uns immer zum Indexsystem bekannt haben. Wir haben aber auch ganz klar gesagt, wenn wir uns zum Indexsystem bekennen, müssen wir an Krisenzeiten aber auch bereit sein, aus wirtschaftlichen Gründen muss bei Fuß zu halten an den Lohnverhandlungen. Und dafür haben wir gesagt, wenn wir den Index beibehalten, dann ist der Revers von der Medaille 0 Runden bei Kollektivverträgen. Das haben wir immer gesagt, sowohl am privaten wie am öffentlichen. Aber was möchte eine CSV-LASAP-Regierung? Sie negoziert mit der CGFP ein Akkord salarial, der nach 400 Chamberswahlen soll gestimmt gehen, wo die Gehälter an der Fonction publique 2,2% sollen nach Blut gehen, wo ein Prämie unik von 0,9% von dem Jahresgehalt soll ausbezahlt gehen, führende Wahlen selbstverständlich. Erinnert euch mal 5 Jahre zurück, wie der Jean-Claude Juncker bei den Senioren Gehälter geheischte Lo, gibt der führende Chamberswahlen, giffen sie nach Jahren Gehälter an der Fonction publique heischen. Beim Patronstaat, den über 5 Jahre alljährlich über 1 Milliarde Schulden ist. Beim Patronstaat, wo wir wissen, dass im Jahr 2015 durch die Wegfälle von der TVA ab dem E-Commerce wir ein Perchtwerte kriegen und Resetten, die zwischen 600 und 800 Millionen von einem Jahr auf das andere Wert leihen. Wir werden 2015 die höchste Staatsverschuldung kriegen an der Geschichte vom Lützeburger Staat. Aber für das Jahr gibt es 4 Wahlen nach einer Gehaltserhöhung von den Majoritätsparteien gestellt. Wir als ADR haben klar gesagt, wir stimmen die Gehaltserhöhung nicht, wir stimmen klar dagegen. Es ist nicht verantwortlich, wenn der Staat so defizitär ist, an einem Privatbetrieb
den so defizitär ist, die Betrieb zugemäht, Linie gekürzt oder Personal wird aufgebaut. Wir wollen das nicht beim Staat. Die Leute haben einen garantierten Platz, so ein gut Pai, mit das nicht übrig, für Lohn nach hinzugehen und die Gehälter nach zu verbessern. Da kann der Jean-Claude Juncker nicht kommen. Da kann Jean-Claude Juncker nicht kommen, wie das auf ihrem Parteikongress der letzte Woche der Fall war. Also Parteien müssen sich positionieren, was für ein Steuern, dass sie nur die Wahlen gerne geben, erheben. Aber wir sollen zu ihm positionieren, du dich mal bei den Depassen. Hör mal auf Geld zu Fenster rauszureihen. Erst den einfachen Weg ist, an den Leuten Geld aus der Tasche. Wir sind nicht bereit, egal was für eine Steuerregelung zu akzeptieren, wenn die Regierung riet weiterführt, auf der anderen Seite Steuern zu Fenster raus zu geheimen. Ein weiterer Punkt, die Damen und Herren, das ist, dass lo, weil der Index Fixdatum erkriegt wird, ab 9. Oktober. Sonst ist der Index der Fall, wenn der Warenkurve 2,5% geklommen ist. Wir lo dadurch, dass der Fixdatum geht die Regierung an die Gemengen hin, sie machen massiv Taxen und Steuererhebungen, weil die keine Reperkussion auf den Erfallsdatum vom Index. Und dafür merken wir, ja, für dich sollte der Index am Juli erfahren und am Juni, los sind sie schon bei Mai, aber wenn sie fertig sind, sind sie beim April, durch eben die exzessiv Steuer- und Taxenerhebungen, die noch gemerkt werden, weil sie wissen, wir können noch ruhig statt alles erheben dürfen, erfällt die nächste Indextranche nicht mehr frei. Das ist also auch nach einem Missbrauch bei dem fixen Datum, den du festgelegt hast, am 1. Oktober, geht es also auch nach einem Missbrauch von einer Indexmanipulation. Auf der gedeckelten Index bei ich nicht anzugehen, Schosse Jean hat gesagt, wir werden an den nächsten Wochen ein komplettes Dokument zusammenstellen, wo wir da mal objektiv über die Vor- und Nachteile von einem gedeckelten Index werden vierfeiern. Damen und Herren, ein wichtiger Punkt für als Partei ist auch ein Demokratiedefizit. Wir haben uns zum Beispiel mit der Verfassungsreform viel Arbeit gemacht. Wir haben ein großes Dokument gemacht von über 23 Seiten. Und für uns wäre es wichtig, dass an der Verfassungsreform auch Lützeburger Spruch als Spruch von Lützeburg angeschrieben gehen. Wir wären die einzige Partei, die das an ihrem Wahlprogramm hat, aber wir sind froh, dass die Kommission von den Institutionen lo an der Proposvision durchleitet, auch angeschrieben das Spruch von Lützeburg aus. Das ist eine volle Stimme gerne unwillen, akzeptieren, aber wir werden froh sein. Aber das Woche für uns wird auch immer ganz klar, das Wahlrecht für die Chamberswahlen müsste Lützeburger vorenthalten bleiben. Hinter dieser Woche besteht das Risiko, dass das an Zukunft ernst gehen. Die anderen Parteien und eine Institutionskommission dezidiert für den Artikel, wo an der Verfassung steht, das Wahlrecht der Lützeburger reserviert, das für den zu streichen, und an der Verfassung durch einen Artikel zu ersetzen, der sieht, man in Zukunft kann die Chamber bei einer 2/3 Majorität darüber dezidieren. Wenn die Verfassungsänderung durchgeht, hat der Bürger hier am Land darüber nicht mehr zu schwätzen. Dann ist die Chamber, die an einem einfachen Wort kann, das abfeiern, erlebt man 40 Stück Pfannense. Da wird ein Fraktionszwang einfach abgehofft und da kriegen die Linken, die Grünen, Sozialisten, DP und CSV kriegen 40 Stück zusammen. Jeder kann noch ein bisschen dagegen stimmen, dass alle Parteien auf den zwei Seiten vertreten und dann ist es angefangen. Wir sind dafür ganz, ganz klar mit Eis nicht. Aber wenn die Verfassungsreform kennt, und das soll rasch stehen, kann ich mir nicht ernst das vorstellen, wie das Eispartei dann ob ein Kongress wird dezidieren, am Kader von einem Referendum den Aufruf zu machen, gegen die Verfassungsreform. Wir werden Kampagne machen, aber wir werden keine Verfassung zustimmen dann, wie gesagt, das wird dann ein Kongress dezidieren. Wir haben eine Doppelnationalität angefordert. Doppelnationalität als angefordert ging
grad für als ein ausländische Matbürger über DW auch recht politisch aktiv zu gehen. Und so kann haut jedereen seine Nationalität halen, und dann kann die Lützeburger nach dabei kriegen relativ einfach und soll nach mehr vereinfacht gehen. Und dann hört sowohl das aktiv wie passiv Wahlrecht. In die sieht, ich will die Lützeburger Nationalität nicht. Ein Stiefer hätte aber gerne das aktiv und passiv Wahlrecht. Da soll mir ganz klar, nein. Ein Integrationsfaktor muss bewiesen gehen. An den die Lützeburger Nationalität so leicht kriegt, aber will sie nicht. Die kann nicht verlangen, als Lützeburg ein aktiv und passiv Wahlrecht zu kriegen. Man muss sich vorstellen, was überhaupt nach dem Wert von einer Nationalität, wenn ihn alles auch ohne die Nationalität geht. Für was soll überhaupt nach sich Lützeburger machen lassen, wenn er auch nach aktiv und passiv Wahlrecht bei der Chamberswahl geht. Man müsste schon mal blöd sein, wenn dann alles um goldene Plateau zerveiert geht, wie dann so, oh, das wollen sie einfach nach. Nee, die Integration, Ende von einer Integration steht Nationalität, und das ist das, was wir gerne hätten, eine wirklich Integrationspolitik machen, die geht bei uns über die Sprache und am Schluss über die Nationalität. Und wir wollen als Partei auch budgetär Gelder investieren, für als Lützeburg eine wirklich Integrationspolitik zu machen, für als ausländische Matbürger, die wir brauchen, und sie brauchen uns, für dass wir mit denen zusammen können einen Lützeburger Staat aufbauen, den den Wert von der Staat schätzt und respektiert. Weiter Demokratiedefizite, der Staatsrat. Der Staatsrat, der parteipolitisch nicht mehr mit gewissen Parteien zusammengesetzt hat, den haben einen verschlossenen Dieren dezidiert, aber wo überhaupt nicht versichert für eine Substanz von Demokratie und Transparenz heranzubringen. Auch da müssen wir als ADR kämpfen, für das der Staatsrat Spiegelbild von unserer politischen Landschaft hier am Land geht. Es gibt da keinem Land den Demokratiedefizit Lützeburg. Verfassungsgericht. Ein Verfassungsgericht, wo den einzelnen Bürger nicht direkt recht wird für direkt ob Verfassungsgericht zu für das an andere Länder aus. Auch das ist der Punkt, den wir müssen durchsetzen, ein Demokratiedefizit, den Teil zu Lützeburg gibt, für das wir dafür sorgen, dass alle Bürger recht kriegen, für können direkt ob Verfassungsgericht zu gehen. An dann Referendum. Wir müssen, an der Robin Mehlen hat schon 1990 eine Proposition der Landeschambe niedergeht, wo auch ob die Initiative populär die Bürger können ein Referendum provozieren. Selbstverständlich haben wir Konditionen mit der Tat nicht einfach ist. Kann nicht sein, dass für all damit, all sonntag ein Referendum ist, wie das kann nicht nehmen an exzeptionellen Punkten, an exzeptionellen Fragen der Fall sein, und dafür eine Prozedur gemäht, dass es nicht so leicht geht. Es muss möglich gehen, für eine wichtige Frage, dass von der Initiative vom Volk aus ein Referendum geht. Meine Damen und Herren, ich komme nicht der letzte pur Wort über den Bombenlehrprozess und über den Srel zu verlieren. Ich meine, das ist schon für drüber geklungen, wenn wir von Demokratiedefizit schwätzen. Und dabei stellen wir fest, dass es heute in Lützeburg 30 Jahre dauert, bis dieser Prozess kommt. Und da gehen wir vor, dass 80% vom Beweismaterial ist verschwunden. Da muss man sich vorstellen, aufgrund von den zwei Tatsachen, 30 Jahre dauern 80% vom Beweismaterial vor, leben wir hier noch an einem Rechtsstaat. Die beste Bananenrepublik, an der beste Bananenrepublik kann ich ja sagen, dauert es kein 30 Jahre, und geht nicht 80% verloren. Das ist just hier zu Lützeburg möglich. Und da geht der Juncker an den Asselborn, an ganz viel können sie Leute erklären, wie eine Demokratie zu funktionieren hat, auf was die anderen alle nur schlecht demokratisch sind. Sie hätte besser, sie gehen von daheim führen, hier dir zu kehren, und so viel zu kehren, dass sie keine Zeit mehr hätten, an den Rest von der Welt zu fahren. Wir wollen über Demokratiedefizite am Ausland an den Rest von der Welt schwätzt, dann lenkt den dummer den Hof von daheim, und da geht davon aus, dass den Leute für Mengen Heiz Lützeburg für alles an der Reihe.
Wir haben viel an den letzten Jahren über Gesundheitspolitik geschwärzt. Als Lützburg ist eine Krankheit entstanden, die Damen und Herren, die terribel sehr sich greift. Die heißt Amnesie. Alle die Leute können sich nicht mehr erinnern. Die haben alle formidable Funktionen am Staat, aber wenn sie heute gefragt gehen, es kann einfach kein sich mehr erinnern. Und noch an der Sache von Wickring Leving kann kein sich mehr erinnern. Just der Spurkäsendirektor, den hat ein Genutz gedreht. Was denn eventuell hat Kinder gesucht tun. A clever wie es hätten du sehr ein Block geholt, den nützte Schlein etwa zufällige Block, wo Uwe Becker drauf stung, an den Hut tun, was gedreht wird, niedergeschrieben, für können dem Prokureur aufzugehen, was denn eventuell hat Kinder gesucht tun, wo ich zwar nicht mehr konnte erinnern, mir hat drüber gedreht. Die Damen und Herren, wenn am Bommelleer-Prozess der Prokureur General sieht, es gäbe Personen an höhere Positionen gehen, die wussten, wen der Bommelleer ist, da lässt das tief blicken. Da lässt das tief blicken, wenn ein Prokureur so etwas sieht. Und die Damen und Herren, das hat mich dann auf Gedanken gebracht, den ersten Tag für den Bommelleer-Prozess so gegangen, als du sind Zeilen defiliert. Ich meine 80 Stück. Aber ich gesehen, wenn du alles defiliert, dass du ganz CSV-Prominenz dabei. Die sind an der Schleier gegangen. Plus die von der CSV, wo man nicht wissen, die Member sind an der CSV, die auch durchgegangen sind. Ich habe in einem Blick gemeint, hält CSV ihren Nationalkongress lo um Griedhof. Weil so viele CSV-Leute sind noch nie an so geballter Form an die Griedra getröppelt. Ich erinnere mich daran, dass der Prokureur gesagt hat, es gibt Personen an höheren Positionen, die wissen, wen der Bommelleer ist, aber auch die, sie leider und Amnesie verfallen. An die einen haben ins Land gefeuert, an die anderen sind noch immer im Gangen ins Land. Stell dich mal vor, mir so am Ausland als Land geht von Leuten gefeuert, die Amnesie haben. Das ist aber die Realität heute zu Lützburg, weil sie selber so, jo, sie können sich und nicht mehr erinnern. Liebe Freunde, es kann Ihnen ein bisschen spaßig oder an der Gag sehen, mit das eine Realität. Das Rell an den Bommelleer-Prozess ist nicht mehr an den Mannen wie die Abschaffung vom jahrzehntelangen CSV-Staat. Wo eine Partei sich alle Institutionen und Verwaltungen in der Tierfetische gehabt hat. Wo die politische Inzucht von einer Partei quer durch Verwaltungen und Institutionen ehemalig für einen sogenannten demokratischen Staat ist. Nächstes Jahr bei den Wahlen muss das Lützeburger auch darüber denken, dass mit jeder seiner Stimme auch darüber dezidiert wird, ob Demokratie gefährlich politisch Inzucht von einer Partei weiter ausgebaut wird oder einem Riegel vorgezogen wird. Es bleibt zu hoffen, dass die Wähler auch bei den nächsten Wahlen darüber denken, wo die Malaise hier am Land entstanden ist, wenn sich immer und immer verleden haben, einer Partei so eine Machtposition zu gehen, sonst wird das dort alles nicht möglich gewesen. An keinem anderen demokratischen Staat, wo politischen Equilibre auch an den Institutionen und an der Verwaltung ist, wird das dort vorkommen. Das war just hier zu Lützeburg. Und es bleibt zu hoffen, dass der Bommelleer-Prozess nach so manches geklärt wird. Und dass Lützeburger Mann endlich Staat abgehen, wie es an diesem CSV-Staat funktioniert. Er könnte nicht ernst für die Presse zu sagen, dass die Presse ein formidabel gut Arbeit gemacht hat. Ohne die Arbeit von der Presse so nicht erst, wir halten noch nicht so weit an den Dossier, wie wir den Fall sehen, und dafür
sollen Press auch wirklich mal felicitieren und encouragieren, hier Rolle als dritte Pouvoir an einem demokratischen Staat weiter so gerecht zu gehen. Meine Damen und Herren, der Juncker war die letzten 4 Jahre nicht viel am Land. Und das noch ein bisschen zu weit, bis bei Chamberswahlen, bis der Juncker en Tour möchte, dürfen heute los sein en Tour, die sind Musel verloren. Hier geht lo seine Freundin, dem Angela Merkel, über Hölle für Wahlkampagne machen. Das hat ja keine Erbigkeit, wir haben kein Problem. Wir haben kein Problem. Irgendwie mit Staatsfinanzen oder mit schon mal, sodass ich noch gut Zeit holen, für durch Deutschland zu joggen, auf Steuerkästen, mit dem Auto, am Flieger, für die Lützburger, für die Wahlkampagne an Deutschland zu machen. Ich gehe davon aus, dass hier in Deutschland auf den Wahlmanifestationen auftritt, an denen Deutsche mal richtig erklärt, wie sie es müssen machen, für ihr Land mal an 3 zu kriegen. Zum Beispiel bei den Staatsfinanzen. An Deutschland hält der Bundeshaushalt alle Jahres Männer Schuld abgeholt. Hier kann so, wir hören alle Jahres mehr ab. Sind da die Staatsminister sind, als die Schuld rapid an Not kann. Deutschland möchte 2015 keine neue Staatsverschuldung mehr. Lützeburg möchte 2050 rekordneue Staatsverschuldung. Deutschland hat es fertiggebracht, hier Depensen am Budget alle aus einem negativen Trend umzuweisen. Halt zu Lützeburg gehen Depensen von Jahr zu Jahr Rekord am Plus. An Deutschland geht der Chômage von Jahr zu Jahr rauf, von Monat zu Monat rauf, und als Lützeburg geht der Chômage von Monat zu Monat herab. An Deutschland findet nach Schiederin eine Wohnung, die will an Deutschland von wohnen. Heute zu Lützeburg sind noch schon über 25.000 Lützeburger an die Grenzregion und davon die Gros an Deutschland wohnen gegangen, weil danach endlich kann eine Wohnung leisten. Heute zu Lützeburg sind Lützeburger logisch selber Frontalier, weil sie all da müssen an Deutschland wohnen gehen und dann am deren Rand schaffen können. Hier wird Angela Merkel das Toten alles erklären, wie es heute zu Lützeburg funktioniert. Es soll, wenn es schon rübergeht, da sollen sich Beispiele in Deutsch nennen, wie ein Staatsschuld draufsetzt, wie ein Depensen draufsetzt, wie ein Chômage draufsetzt, wie ein bezahlbare Wohnungsbäume. Da sollen da in der Kugel kommen und da sollen drüber mehr kommen. Wir sollen Gottes Willen keine Lektionen über Erdeelen gehen. Liefern, wir haben viel Arbeit als Partei zu machen. Wir sind eine einzigartige Partei. Das stimmt, wir wollen da doch sein. Wir wollen nicht so wie die anderen Parteien. Weil wenn wir selbst für die anderen Parteien hätten wir keine Daseinsberechtigung. Da gibt man ja mal Telefon laufen. Wir wollen auch nicht das sein. Wir wollen die Freiheit tun, dazu so, was wir wollen, so, was muss gesagt sein. Wir sind nicht die Partei, die nicht den Teppich geht. Nein, wir sind die Partei, die den Teppich abhält und gerne da raushält, was die anderen drinnen kehren. Wir sind die Partei, die klar und deutlich sieht, Wahlrecht für Chamberswahlen muss für die Lützeburger reserviert bleiben. Wir sind die Partei, die klar sieht, die Integration geht über die Lützeburger Spur. Wir sind die Partei, die klar sieht, wir sind für den öffentlichen Transport, aber gegen den Tram. Wir sind die Partei, die sieht, wir sind für eine wirklich Sozialpolitik, die Kleinleute sozial aufsichert und Geld da in der Sicher geht bei Multien, wo es zu holen ist. Wir sind die Partei, die für eine Verfassungsreform ist, die Rechte von der Bürger und Demokratie heute zu Lützeburg stärkt. Wir sind die Partei, die bereit ist, für das nächste Jahr bei den Wahlen umzusetzen. Wir sind die Partei, die sich am nächsten 14. Mai nicht mehr wert mit sich selber beschäftigen. Wir sind die Partei, die Idee muss ausschaffen, Lösungen zu den Leuten ihre Probleme. Aber wir müssen die Partei sein, die bis zum nächsten Jahr die Leute draußen am Land sieht. Hier sind als Visionen, hier sind als Ideen für ein gut, für ein sicher und ein wirklich sichere Weg, Zukunft für Lützeburg. Und zusammen, liebe Freundinnen und Freunde, packen wir das, ist so nicht. Merci.